Also wie Marcin lo richtig gesot huet, hummer am Rahmen von den Dossien die ausleihen, den Dossier 5 mir genau geguckt, dann do fand an der Annex der Rapport von IVV an Schrader et Associés. Wir haben dazu auch ein PowerPoint-Dokument 4 berät, wo ich verschiedene Extreen kopiert habe und noch als Konklusion dazu, das teilen wir noch aus. Ich wollte aber auch nicht dem Slide folgen, mir einfach mal als Hauptkonklusionen dafür geben. Als schlimmste Befürchtungen gehen mit dem dritten Rapport und sich bestätigt. Den Tram zeigt 3 Sachen mit sich. Für die erste eine massive Verschlechterung vom Busreso an der Stadt Lützenburg. Zweitens ein extrem Absetzen vom Umklammen geht zum Volkssport. Am drittens für die Autoren geht es eine einzige Katastrophe, der Stau wirst. Guckt man die 3 Hauptkritikpunkte am Detail. Für das erste Mal RVL, das ist der städtische Bus. Was tun wir heute als städtische Busse? Wir haben 25 Linien hier an der Stadt, die fahren von Quartier zu Quartier. Ganz Seelen haben sie Origine auf der Gare oder um Amilius, wir fahren irgendwo vor, da kommen irgendwo an. Wenn sich der Plan richtig anguckt, seid ihr, dass ihr von egal wo an der Stadt, egal wo hinkommen, mit engem Mal umklammen. Das ist also ein ganz flottes System, das wir am Moment haben. Zwischen Gare und Amilius, doof am Zurück und zurück, sagen sie bei Air Berlin. Zwischen Gare und Amilius fahren Bussen am Moment am Takt von einer Minute. Das heißt, der kriegt am Prinzip alle Minute ein Bus von Gare auf Amilius oder von Amilius auf Gare. All die flotten Errungenschaften da sind am Tram essig. Laut dem Konzept 2017 geht es, wenn den Tram bis da ist, nach just 11 Buslinien. Das heißt 14 Männer wie biselo. Laut dem Konzept darf kein Bus auf der Tramtrasse fahren. Das heißt, die Linie, die den Tram fährt, Gare, Amilius, Emil Reuter, Stereplatz, Glacis, Kirchbirch, auf der Linie fährt kein Bus mehr. Und es darf auch kein Busarrêt, das ist ganz wichtig, auf einem Tramsarrêt sind. Das heißt, wenn der von Bus auf Tram oder von Tram auf Bus muss umklammen, und wir werden gesehen, wie oft das der Fall ist, muss da immer eine ganze Strecke gehen, an ganz viele Fälle. Wir kommen dort so etliche 100 Meter, wo der muss zu Fuß machen, für von einem Tramarrêt auf ein Busarrêt zu kommen. Und schlussendlich auf der Trasse Gare Amilius Gare, da ist den Takt dann nach just all 5 Minuten. Das heißt, anstatt da alle Minute ein Bus geht wie bislo, kriegt nach just all 5 Minuten ein Tram. Wir sehen also das ganze Bussystem mit all seinen positiven Punkten, die in am Moment tut, die geht bären. Mit einer zweiten Verschlechterung, eine ganz schlimme Verschlechterung, das ist das Umklammen. Auf der Seite 7 von dem Dokument, was ich kenne, da sieht das ein bisschen mehr am Detail. Ich kenne ein paar kleine Beispiele. Ein Ela Dame wohnt zu Bonneweg an der Rue Anatole France, will auf den Centre Hospitalier, weil sie da Rendezvous hat mit einem Doktor. Die Dame kann Auto hinter, mit dem Bus, mit Enkeier umklammen. Wenn du den Tram da hast, dann fährt sie mit ihrem Bonneweger städtischen Bus auf Bonneweg, nämlich bei der Casino, was wir Casino nennen. Da wird ein RVL-Bus, ein kleiner Gare gebaut, da kommen 2300 Leute, sollen da dann immer kommen. Da muss sie von dort zu Fuß auf Tramhaltestelle auf der Gare, das heißt über Brick auf Gare und dann da hier zurück, hier bei der Tramhaltestelle, da muss sie in Zukunft 450 Leute machen. Da fährt sie mit dem Tram bis Place de l'Étoile. Da geht sie rausgelost auf der Straße der orthodoxen Kirche. Von da muss sie dann nicht zu Fuß gehen an der Straße, weil da ist dann die nächste Bushaltestelle. Und da kriegt sie dann endlich ihren Bus, mit dem sie an den Centre Hospitalier können. Dasselbe kann ich mit ganz vielen Beispielen machen. Bonneweg, Lampertsbirch geht heute ohne Umklammen, mehr mit dem Tram als Bonneweg zu Fuß auf Gare, von der Gare auf der Glacis mit dem Tram und dann vom Glacis irgendwo hier, wo ich muss hin, auf der Lampertsbirch, dann ist mit dem Bus. Die sieht also die Städte, die Leute, die hier wohnen oder die Leute, die hier sich müssen deplacieren am Laufe vom Tag, die sind auf jeden Fall gesehen, die ganz schlimme Verschlechterungen entgehen, da keineswegs irgendeine Verbesserung. Da können die so andere profitieren, dann ist das so, da müssen Städte da eben nach Kauf holen, aber das ist nicht der Fall. Wenn wir Pendler zum Beispiel holen, die haben am Moment 62 RGTR-Busse, die an die Stadt kommen, davon 32 auf Gare, 13 an Dörverstädt, 9 an den Hinzer Park, 4 auf der Boulevard Roosevelt, 4 an Rue Heine.
Wir wissen ganz viel von den RGTR-Bussen fuhr durch Stadt, hun pur Halteplätzen natürlich ganz oft können Leute rausklammen, wo sie müssen hin, kommen also von da, wo sie wohnen, ob hier Erbisplatz, ohne müssen jemals ein Keier umzusteigen. Murastat nicht wie so am Tram, weil am Konzept 2017 steht, ich zitiere das wortwörtlich, wird der regionale Busverkehr bereits an der ersten Tramhaltestelle gebrochen. Das ist die Philosophie von dem ganzen Projekt. Wir können zum Beispiel ein RGTR von Stengeford oder von Rammerich an Stadt, aber die könnt auch Place de l'Étoile. Und da muss den RGTR dann seine Leute rauslassen, weil das ja dann die Tramhaltestelle, auf die sie kommen, und da müssen dann umklammen. Wir können wir Planspieler mehr, wo die Person will hin, sie können nirgends hin, wenn sie nicht zweimal umsteigt. Du hast bei Gott kein Genot. Die Busse von RGTR dafür dann nicht mehr an die Stadt, die müssen dann eidel aus der Stadt raus, ob irgendwelche Abfangparkingen, das geht alles aus dieser Etüde 4. Wir wissen ja, Eidelbussen produzieren, Herr Büttel, kein CO2, sie produzieren noch kein NOx, und dafür ist das eine wunderbare Lesung. An Oves, wenn sie dann Leute nicht sicher kommen, holen sie auch nicht mehr Wäsche auf einer Gär, wie bis holen sie dann eine Wäsche auf der Erler Straße. Das gibt natürlich ganz flotte Chaos, wenn du Tausende von RGTR-Bussen müssen hier Ladung abladen, und ich gesehen Leute schon da auf den Trottoiren stehen, auf ihre Bus zu werden, weil Busse können nicht da werden, sie können just durch Stall her und Leute abladen und müssen dann fort. Frontalier profitieren vielleicht. Die Analyse von Schredri Associé sieht nicht davon. Wir sind der Meinung, dass wenn in dasselbe Prinzip auf Frontaliersbussen anwendet, da wird das auch nicht ähnlich sein wie RGTR, das heißt auch die Frontalien profitieren nicht. Schüler, profitieren Schüler vielleicht, du hast gefragt. Und da lesen wir an der Etüde, nee, absolut nicht. Am Moment funktionieren 42 städtisch an 70 RGTR-Bussen als Schülerbus. Quasi all die Busse fuhren bei der jeweiligen Schule. Das heißt, die Schüler können durch Bank bei seiner Schule ohne jemals müssen umzuklappen, von daheim an. Nur ist das ernst. Nur müssen Schülerbussen, die gehen aufgeschärft. Die Schüler sollen auf die normalen Linien umklammen, seht die Etüde. Zum Beispiel, wenn wir Lambertsburg als Beispiel holen, da gehen Schüler in Zukunft alle Gurten Glacis aufgeladen, und von da aus fuhren dann Navetten an die jeweiligen Schulen Lambertsburg. Wir sehen also auch die Schüler gehören nicht zu den Gewinnern von dem heutigen Blödsinn. Dann wäre der dritte große Punkt, den Individualverkehr, den motorisierten Individualverkehr oder wie mir gehe so den Auto. Effektiv haben wir viel Autoverkehr, an den hält auch nach so. Da sind Schätzungen, die davon ausgehen, dass 30% Individualverkehr wird zuholen. Mit dem sein Problem geht durch den Tram absolut nicht gelöst, am Contraire, geht wesentlich mehr schlimm. Die Etüde, die wir hier studiert haben, die sehen, dass in Zukunft gibt zusätzlich Engpässe. Das sind natürlich, wenn wir heute nicht schon Engpässe hätten, mehr in Zukunft gibt es neuer, die Etüde benennt auch, wo die Engpässwerte sind. Das wird zum größten Teil mit neuer Avenue sein, weil da eine Spur verschwindet. Der Boulevard Roosevelt, den Boulevard Joseph II, weil da wird eine Buslinie installiert, das heißt, eine Spur geht verloren durch dieses Projekt. Dadurch könnte natürlich zusätzlich Verkehr an den Boulevard Prince Henri, an den Boulevard Joseph II, den Rollo schon gut bevor ist, nämlich nach halb so viel Kapazität hat, leidet selbstverständlich der Prince Henri drin. Neue Engpässe sollten dann auch gehen auf der Rocade, auf der Route d'Ache, an last not least am Boulevard Grand Duchesse Charlotte, was die auch haut ein ganz wenig bevorende Boulevard ist. Da können also zu ganz schlimmen Engpässen. Da die Kapazitäten Ruf, das heißt Plätze, wo bis so X-Auto können durchführen zu Spitzenzeiten, wo in Zukunft Männerauto können durchführen. Und das wird die Etüde genau chiffriert. An Spitzenzeiten hat Neubrick dann eine Männerkapazität von 730 Autos. In einer Spitzenstunde kommen 730 Autos und Männer über Neubrick durch den Engpass. Pariser Platz op Gä, das ist eng von den Strecken, die geht, und Neue Avenue, eng von den rare, gute, geringe Wellen, die wir hier am Land tun. Von Pariser Platz bis Gä geht Kapazität auf 1030 Autos, laut dieser Etüde. Wir sehen also, dass das für den Auto nicht nur springt, mit zu einer riesigen Katastrophe geht. Dann hat die Etüde verschiedene Kreuzungen mehr genau analysiert. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Sie haben die Kreuzungen als 6 Qualitätsgruppen abgedeelt. Von A bis F.
von einer Kreuzung, wo gut lebt, bis zu einer Kreuzung, wo gut nicht mehr lebt, wo ein Herzinfarkt stattfindet. Aber von den Kreuzungen sind da 3, wann der Individualverkehr nicht durch irgendeine Wundergift zurückgehen, mit der Tüte doch nicht, was du sollst zurückgehen, die an der Kategorie F sind. Kategorie F, Herzinfarkt. Und das sind Kreuzungen Marie-Thérèse mit chronischer Charlotte, der Rond-Point Schumann, weil den Tram oder den Schlenker mischt, vom Glassi, von längs vom Glassi, über den Rond-Point an der Kirchbierg. Und dann last not least auch der Pol Nord, Place de Bruxelles hecht es am Dokument, mich mengt wie soll man besser, wo das wann ist so dem Pol Nord. Das sind also die 3 Kreuzungen, wo man wissen, dass in Zukunft den Individualverkehr nicht mehr kann normal zirkulieren, wo der Chaos 4 programmiert ist. Ganz interessant wären dann einfach noch die Kreuzungen, die das auf der Seite durchziehen vom Dokument, was nicht gehen, die Kreuzungen, die nicht annehmen gehen. Das ist ganz witzig. Du hast eine Analyse gemacht von Kreuzungen, dann sind aber die fehlen. Zum Beispiel Stereplatz fehlt, wo ja ausgerechnet Stereplatz durch das Projekt extrem betroffen wird, weil der Tram soll da kommen von der Emil Reuter, ein evakuiert Stereplatz, fährt dann an die Straße an der orthodoxen Kirche ran. Da geschehen oder Sachen. Und auf der Erler Straße sollen sowohl für Anstadt wie aus der Stadt raus Bushaltestellen kommen, notamment an die berühmten RGTR Bushaltestellen, aber bestimmt auch einen städtischen Bushalt. Da wird da ganz viel zu gesehen, wie den Abfluss darüber wird die Tüte schweigt sich darüber aus, wahrscheinlich, weil sie dann eine neue Kategorie hat, müssen erfahren Nom F für die dritte Kategorie zu bezeichnen. Tollerischer Platz ist ein anderes Beispiel von einer Kreuzung, die ganz bestimmt betroffen wird, mit von der kein Herz geht. Bon, als Konklusion wird Helmer fest. Die Etude beweist etwas. Sie beweist, dass ein Tram für kein Mensch Vorteile hat. Für keinen. Sie hat keine Vorteile für die Stadt der Bierger. Wir haben gesehen, dass denen in Zukunft muss mehr umklammern und Männer bequem fahren. Sie hat keine Vorteile für die Pendler. Den haut oft direkt auf seinen Arbeitsplatz, könnte in Zukunft auf jeden Fall muss umsteigen. Also sie wird nicht mehr ein Keier, mir garantiert ein Keier. Sie hat keine Vorteile für die Studenten. Die getaut von daheim an sein Lycée gefauert op Platz, muss in Zukunft umklammen, kommen nachwette. Hat ganz bestimmt kein Vorteil für den Automobilist. Den Tautscher schwer genug an der Stadt, mit dem sein Leben mehr an der Stadt da wirklich zu hell geht. Und um evaluiert, hätten da vielleicht Vorteile für die Velofahrer. Geht da denen nicht so viel, geht mir auch für die hätten nicht Vorteile, weil wir gesehen auf den Plänen, dass Velospisten verschwanden, dem Tram muss weichen. Und wir sind noch der Meinung, dass die Tramtrasse für Velofahrer eine große Gefahr bietet. Wir haben also Notteile für all die Kategorien von Leid, wir haben nach Notteile für eine andere Kategorie von Leid. Und das sind die Topeten, die hier am Land Steuern bezahlen. Die Lützeburger Bürger, die den absoluten Blödsinn dort dann auch nach Materien Steuern suchen müssen, finanzieren. Und da fanden wir einfach, dass bis schon genug Geld verschwendet gehen, die Etude beweist, schwarz obweist, dass ein Tram kein Problem löst, dass am Konträr nicht mehr nur die sich Zeit, und es sollte wirklich endlich und definitiv gestoppt gehen. Was es soll kosten, da kann ich länger trefflich darüber streiten. Am Moment budgetisieren sie die Vers 1 mit 300 Millionen, mit zurück, wenn nicht mehr 300 Millionen wären, wo wir sicher sind, dass das nicht der Fall ist. Da wären das für eine falsch, an eine schlechte Lesung 300 Millionen zu viel. Es wären 300 Millionen an den Dreck gehalten. Für uns als Klipp-Erklor, den Tram, aber besonders auch nur das Etude, die also bedenken, Rechte, die wir schon mit lang haben, die größten Fehlinvestitionen vom Jahrhundert. Wir wollen also heute Stadt Lützeburg aufrufen, etwas zu machen gegen den Mutwillen da. Und zwar soll endlich ohne ideologisch Mauer am Kap über das Projekt Tram hier an der Stadt breit angeschaut und transparent diskutiert gehen. Und nicht, sie sollen abhalten, für den Tram zu sein, allein weil der DR dagegen das, oder für den Tram zu sehen, weil sie mein Auto wollen an der Stadt tun, oder Ziele sollen dann eben Klipp-Erklor genannt gehen. Auf hier und allem, und das dann mit dem Punkt will ich abhalten, rufen wir Stadt Lützeburg ab. Ich meine, wir haben einen liberalen Bürgermeister, den sich immer rühmt, wie demokratisch, statt der Rasa, wie basisdemokratisch. Man soll hier an der Stadt, auch fand ich für so ein großes Projekt wie den Doten, ein Referendum organisieren. Und am Rahmen von der Kampagne kann ich dann offen und mit Fakten diskutiert und disputiert gehen,
An da können Bierger vun der Stadt Lützeburg zumindest déi soen, ob se den Tram wëllen hunn oder net. Dat den de Referendum bis so net ugekënnecht huet, kann jo nëmmen do leiien, dat d Resultat eventuell fährt.